Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute spielt der Flick ein Spieli. In dem Spieli macht er alles so langsam wie möglich. Laufen, sich bewegen, umschauen. Dabei merkt er, wie schön alles ist und wie viel Glück das er hat, dass er im Schlummerland wohnt. Also, dann macht er doch jetzt so bequem, wie es nur geht, und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in deiner Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land voller versteckter Wunder. Es gibt unendlich viel zu sehen und zu hören, zu schmecken und zu entdecken. Und alles, was man dafür braucht, ist Zeit. Wenn man sich Zeit nimmt, dann ist das Schlummerland der beste und abenteuerlichste Spielplatz, den es gibt. Darum nehmen sich auch alle Wesen, die hier wohnen, Zeit. So viel Zeit, wie es wollen. Weil die Zeit wird im Schlummerland nicht gemessen. Da sind zum Beispiel die Muns. Langsame, gemütliche und sehr freundliche, zottlige Wesen, die etwa so gross sind wie ein kleines Menschenkind. Die Muns bewegen sich langsam durch ihr Pflanzenland. So können sie alles, was um sie herum passiert, in sich aufnehmen, wie ein Schwamm, der sich vollsaugt mit Wasser. Einer von diesen Muns heisst Flick. Er ist ein junger Muns. Das heisst, er ist vor gar noch nicht so langer Zeit im Schlummerland aufgetaucht. Bei den Muns ist es eben so, dass sie plötzlich einfach auftauchen und irgendwann, wenn ihre Zeit im Schlummerland vorbei ist, wieder verschwinden. Traurig sind sie über das nicht, weil sie wissen, dass es genau so muss sein. Umso mehr geniessen sie die Zeit, wo sie im Schlummerland leben und wo sie mit all diesen Tieren und Pflanzen und anderen Muns in dem wunderbaren Land verbringen können. Es ist ein lauwarmer Tag im Schlummerland und die Sonne scheint, aber es hat auch ein paar Wölkchen am Himmel und die machen, dass das Licht eher weiss statt gel ist und dass die Sonne milchig auf den Flick und das Schlummerland abscheint. Der Flick hat sich heute vorgenommen, sein Lieblingsspiel zu spielen. Ein Spiel, das er nur spielt, wenn er alleine ist. Das Spiel heisst Zeitlupenspieli und ist bei den Muns im Schlummerland sehr beliebt. Bei dem Spieli macht der Flick alles, was er macht, so langsam wie es geht. Eben wie in Zeitlupe. Er macht alle Bewegungen, die er sonst schneller machen würde, ganz, ganz langsam. Säuferli und vorsichtig. Das Spiel fängt damit an, dass der Flick aus seinem Pflanzenzimmer rausklettert. Dort drin wohnt und schläft er nämlich. Es ist eine grosse Kugel, gemacht aus Blätter, Ästen und Blumen, und in den Seiten
hat es ein Loch zum Rein- und Rausklettern. Ganz langsam streckt er also ein Bein nach dem anderen aus dem Eingang und berührt ganz fein zuerst mit dem einen und dann mit dem anderen Fuß den Boden. Die Erde ist weich, moosig und noch ein kleines bisschen feucht vom letzten Regen. Der Flick macht die Augen zu und freut sich, dass er jetzt alle Zeit der Welt hat fürs Zeitlupenspiel. Er nimmt einen tiefen Schnuff bis runter im Bauch. Und dann macht er sich auf den Weg. Schritt für Schritt geht er durchs grün überwachsene, blumenvolle Schlummerland. Und eben ganz, ganz langsam. Der Flick schaut dabei ganz genau auf seine fälligen, flauschigen Füße. Heute sind die Haare auf seinen Füßen in einem hellen Braun, wie das Fell von einem Reh. An den Zehen sind die Haare etwas heller, fast weiss. Das hat er sich so gezaubert heute Morgen, als er aufgewacht ist. Die Muns können nämlich zaubern, wenn sie wollen. Der Flick hebt den einen Fuß vom Boden weg und setzt ihn etwas weiter vorne wieder auf den Boden ab. Auch das macht er so langsam, wie es nur geht. Zuerst setzt er den Fersen ab, dann den mittleren Teil vom Fuß und dann den Teil, der gerade vor den Zehen kommt. Am Schluss rollt er seinen tapsigen Fuß über die weißen Zehen ab. Dann lupft er den anderen Fuß vom Boden ab und macht auf dieser Seite genau das Gleiche. Jeden Teil vom Fuß spürt er einzeln. Der Flick weiss, warum das Zeitlupenspiel eines der Muns ihren Lieblingsspiele ist. Weil bei dem langsam Laufen fallen einem auch ganz viele Sachen um einen herum auf. Der Flick sieht auf einem grossen, breiten Blatt ein kleines schwarz-rotes Fleckchen und er hält an, um sich ein bisschen genauer anzuschauen. Da sieht er, dass das nicht einfach ein Fleckchen auf einem Blatt ist, sondern ein Tierli. Ein kleines Käferli ist es, mit einem schwarzen Panzer, wo in der Mitte einen Spalt hat. Unter dem Panzer güchseln zwei feine, durchsichtige Flügel raus. Auf seinem schwarzen Panzer hat das Tierli kleine rote Pünktchen. Es ist ein Glückskäferli. Wo der Flick mit seiner stupsigen Mundsnase ganz nahe beim Käferli ist, sieht er auch die kleinen Beine, die unter dem Panzer schauen und wie es ganz friedlich und ohne sich zu bewegen in der Sonne hückelt und mit den Fühlern wackelt. Der Flick hat Freude, weil wie bei uns bringt es einem auch im Schlummerland Glück, wenn man so ein Käferli sieht. Aber was ist denn eigentlich Glück? Überlegt der Flick. Sicher hat es damit zu tun, dass es ihm an nichts fehlt und dass er in dem schönen Land wohnt mit all diesen wunderbaren Pflanzen und diesen freundlichen Muns. Es hat damit zu tun, dass er so viele Tierli kennt. Hasen und Füchse und Bienenli. Auch ist es ein grosses Glück, findet der Flick, dass im Schlummerland alle so sein können, wie sie wollen.
Jedes Pflänzli wächst dort, wo es will, und jedes noch so kleine Tierli lebt, schlaft, isst und trinkt, wann und wo das es will. Im Schlummerland gibt es kein Verbot oder Regeln, weil alle sind lieb miteinander. Das friedliche Miteinander, das ist Glück, denkt der Flick. Ganz, ganz fein bläst der Flick jetzt das Glückskäferli an, wie zum ihm einen Gruß schicken. Wo der feine Windstoß aus dem Flick seinem gespitzten Maul das Käferli berührt, büschelt seine Flügel und seine Fühler wackelt noch ein bisschen mehr hin und her. Und dann breitet seine dünnen, zarten Flügel aus und fliegt davon. Der Flick schaut dem Käferli nach, wie es aufsteigt in den Himmel, Richtung Sonne auf, zu einem neuen Ästchen oder Blatt, das es abhöckeln kann. Das ist dem Käferli seine Art, um den Flick zurückzugrüssen. Wenn man nämlich ein Käferli auf einem Blatt sieht sitzen, dann bringt es Glück. Und wenn man ein Käferli sieht davonfliegen, dann kann man sich sogar etwas wünschen. Der Flick macht die Augen zu. So kann er am besten entscheiden, was heute sein Wunsch ist. Und dann stellt er sich seinen Wunsch ganz genau vor. Er stellt sich vor, wie es ist, wenn er in Erfüllung geht, wie er sich dann fühlt, wie fest er sich dann freut. Der Wunsch in ihm inne wird gross und mächtig und der Flick spürt, wie der Wunsch stark wird und wie der Wunsch ihn auch stark macht. Ein schöner Wunsch. Der Flick lächelt und seufzt. Der Wunsch, den behaltet er für sich. Und dass er ein so ein schönes Geheimnis mit sich selber hat, das macht ihn glücklich. Der Flick läuft weiter mit diesen langsamen Schritten in Zeitlupe. Ein Fuß um den anderen setzt er ganz säuferlich auf der warmen, dichten Erde ab. Weil er so langsam ist, spürt er auch, dass die Erde unter ihm ganz leicht summt. Sie brummt tief und angenehm und verströmt ihren zarten Duft in die Luft um den Flick. Es ist ein Geruch von warmer Erde, feuchtem Moos und Gras, wo langsam in der Sonne trocknet. Der Flick spürt, wie sich der Boden unter seinen Füßen verändert. Vom einen Schritt zum nächsten ist der Boden aufs Mal nicht mehr moosig, sondern er spürt zarte, kleine Blättchen. Als er die Augen aufmacht, sieht er, dass er am Rand von einer Wiese steht, die voll ist mit jungem, saftigem Klee. Die Kleeblättchen auf dieser Wiese sind alle vierblättrig. Das heisst, sie bestehen aus 4 kleinen, herzförmigen Blättchen, die am Spitz in einem kurzen, aber kräftigen Stiel zusammenwachsen. Der Flick untersucht eines von diesen 4blättrigen Kleeblättern ganz genau, ganz sorgfältig und mit viel Zeit. Auf diese Art wird das einzelne Kleeblatt für ihn besonderig, mitten in all diesen anderen Kleeblättern, die es gibt auf dieser Wiese. Jedes Kleeblättchen hat die Kraft, besonderig zu sein, einfach nur, indem man es ganz genau anschaut.
seine Farbe, das Muster, das es hat, seine Grösse und Form. Der Flick läuft vorsichtig weiter über die Wiese aus Kleeblättern. Das langsame, sorgfältige Laufen und das Beobachten machen ihn glücklich und müde. Er schaut auf in den Himmel zu der Sonne, wo schon am bläulichen Himmel am Vergehen ist. Der Flick sitzt ab im Feld aus vierblättrigen Kleeblättern. Der Klee berührt seine Arme und seinen Rücken und beide Seiten von seinem Oberkörper und es kützelt ein bisschen. Noch einmal schaut der Flick um sich herum, so, dass er nochmal alles sehen kann, was da passiert. Alles Kunstwerk von der Natur, genau wie er selber auch eins ist. Er ist ein Teil von all dem da. Das spürt der Flick in dem Moment ganz, ganz fest. Und mitten im Feld liegt der Flick auf den Rücken und schaut in den blau-weißen Himmel. Es bläst kein Wind im Schlummerland und der Flick spürt auf seinem Feld die Wärme der Sonne. Er macht die Augen zu. Glück, denkt er. Heute hat er wieder mal gemerkt, was das ist. Ein lieber Gruß von einem winzig kleinen Käferli, einem Tierli, wo heute vielleicht nur ihm aufgefallen ist. Was für ein Glück auch können laufen, ganz langsam und indem er die ganze Fläche von seinem Fuß spürt. Und dann das Glück, einfach anliegen und einschlafen, wenn und wo immer das er will. Der Flick denkt an die anderen Munds, wo vielleicht genau jetzt irgendwo im Schlummerland auch das Zeitlupenspiel spielen. Vielleicht sind sie gerade in dem Augenblick dran, andere kleine Tierli oder Pflanzen oder sonst Teil der Natur zu beobachten. Oder vielleicht hören sie ein Geräusch, das sie noch nie gehört haben. Oder sie schmecken etwas, das neu und spannend ist für ihre Nase. Mit den Augen zu sieht der Flick nicht mehr, was um ihn herum passiert. Dafür sieht und spürt er umso mehr, was in ihm inne ist. Er spürt sein Herz, das klopft, ganz ruhig und gleichmäßig. Und sein Schnuff, wo kühl durch seine Nasenlöcher hineingeht. Und ein bisschen wärmer wieder zu seinen Nasenlöchern raus. Glück, denkt der Flick, ist ein Gefühl. Er merkt es jetzt ganz deutlich in sich inne. Es ist da mit jedem Klopfen von seinem Herz und mit jedem Schnuff, den er bis in seinen Bauch bringt. Er denkt ganz fest an all die Sachen, die ihn glücklich machen. Mit seiner Freundin Fania neue Sachen ausprobieren oder feines, leichtes und süß-saures Essen.
klares, kühles Wasser. Der Geruch von frischen Kräutchen oder Baden in einem See an einem warmen Sommertag. Der Flick denkt an die Wiese voller Blumen und Klee um ihn herum, an die warme Sonne, die er spürt, an hellen Mond und an viele kleine, glitzerige Sterne. Und schlafen. Tief und friedlich schlafen. Auch das macht den Flick glücklich. Und das Gefühl in seinem Bauch wächst und es breitet sich aus in seiner Brust und in seinen Beinen, im linken und im rechten Fuß. Es fließt ganz runter, bis in die kleinen Zehen von beiden Füßen. Das Gefühl von Glück erfüllt auch seinen Kopf. Ganz weich streichelt seine Augen, seine Backen und Ohren. Und seine Nase schnauft ein und aus. Ein Noch ein letztes Mal, bevor der Flick einschläft, füllt er seine Lunge mit dem feinen Geruch von der Wiese um ihn herum, der würzige Geruch vom Gras und der warme Duft von der Erde. Glück, denkt er noch ein letztes Mal, bevor er einschläft. Glück ist genau das. Das Dasein mit allem, was ist. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schläft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein